Anfang. So, guten Abend miteinander. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und heute und am Schabes zusammen zu lernen. Das gemeinsame Thema der 3 Shurim ist jüdische Spiritualität. Anlässlich meines neuen Buches, das diese Woche ganz druckreif rausgekommen ist, das heißt jüdische Spiritualität, und davon handelt es sich nämlich, wie sich jüdische Spiritualität in unserem Leben äußern kann, und eigentlich das Grundkonzept, das ich am Schabbat vorstellen werde, so Gott will, nämlich, dass Spiritualität der Zweck der Mitzvot ist, meines Erachtens, oder zumindest ein Zweck, nicht der Zweck, denn ein Zweck. Heute aber soll es uns nicht um die Philosophie gehen, sondern es ist ein Lernabend. Wir werden zusammen Text lernen, den ihr hoffentlich vor euch habt. Und ich habe mir zu Zizit ausgewählt, erstens, weil ich ursprünglich dachte, dass hier wie in Israel Shlach-Lecha gelesen wird. Das ist in dieser Woche ist Parshat Shavua in Israel Shlach-Lecha und das ist Parshat Zizit. Aber auch nachdem wir das gemerkt haben, sind wir mit dem Jakob Gellis zusammen zum Schluss gekommen, dass das Thema ein allgemeingültiges Thema ist. Ihr wisst, es gibt sehr, sehr wenig Mitzvot, die in der Torah stehen und die wir heute mehr oder weniger so erfüllen, wie sie dastehen. Man sagt ja immer so gerne, Juden erfüllen Tariaq-Mitzvot, 613 Mitzvot. Das stimmt natürlich nicht. Keiner von uns erfüllt 613 Mitzvot, ist gar nicht möglich, denn viele der Mitzvot beziehen sich auf Kohanim, andere auf Leviim. Für andere Mitzvot muss man sich scheiden lassen, für die andere muss man sich wieder verheiraten. Es ist eine Mitzvah, die Frau, die man geschieden hat, wieder zu heiraten. Es geht sogar, damit man wirklich Tariaq Mitzvot halten kann, muss man einen Diebstahl begehen, weil dann erst gibt es die Mitzvah, das Gestohlene wieder zurückzugeben. Das heißt, es ist klar, es wird nicht von uns verlangt, dass wir all diese Dinge tun. Tariaq Mitzvot, kann man sagen, wird von der Gesamtheit des jüdischen Volkes zusammen erfüllt, und das ist wieder ein Zeichen, ich spreche gar nicht von Männern und Frauen, das ist sowieso verschieden. Es ist ein schöner Gedanke, denke ich, dass die Tariaq, die 613 sind, nur zusammen, wenn eigentlich das gesamte jüdische Volk zusammen ist und dann derjenige, der Kohen ist, Levi ist, der sogar stiehlt, alle diese Menschen, auch die Sünden begehen und dann ein Korban bringen müssen, auch das gehört zu dem Mitzvot, es gehören auch die Avarianim, die Fehler machen, gehören dazu, zum jüdischen Volk. Und man könnte sagen, es ist dank den Sündern auch, dass wir in der Gesamtheit unseres Volkes zusammen die 613 Mitzvot erfüllen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Sünde gehört zum Leben, zum Volk, und aus demselben Grunde sitzt der Rosche mit uns am Sederabend am Tisch und wird nicht weggeschickt. Und doch gibt es mehrere Mitzvot, die von der Torah und von den Chazal mit der Gesamtheit der Mitzvot in Verbundenheit gebracht werden, in Verbindung gebracht werden, und Zizit ist natürlich eine solche Mitzvah. Und Zizit, wie gesagt, ist auch eine Mitzvah, die noch heute erfüllt wird. Ja, das ist eine kleine Minorität der Mitzvot, die wir heute erfüllen, so wie sie in der Torah stehen. Könnt ihr nachlesen in der Torah. Zizit erfüllen wir beinahe so, wie es in der Torah steht, außer von Tchelet, davon werden wir gleich noch kurz sprechen. Aber doch, wir gehen mit Zizit, und wir werden sehen, dass Zizit tragen, die mit einem kleinen Talit Katan gehen, oder die es während der Tfilah auch tragen. Es geht nicht nur darum, die Zizit zu tragen, das ist schon die Halacha, es geht vor allem darum, sie zu sehen.
Zizit haben etwas mit den Augen zu tun. Uritem, Oto, Usachatem, et kol mitzvot Hashem. Und ich möchte etwas, unseren Shiur über das Sehen eigentlich halten und die ganze Frage der Lust, der Lüsternheit und der Heiligkeit in unserem Leben. Ja, das sind drei interessante Konzepte. Es gibt Lust, das ist Tshuka, es gibt die Lüsternheit, das ist meine Übersetzung von Ta'ava, und es gibt die Kedusha. Und ich glaube, dass die Torah uns dazu erziehen will, vor allem zu lernen, zwischen Lust und Lüsternheit zu unterscheiden und uns auch lehren will, dass Heiligkeit in einem Gegensatz zur Lüsternheit steht, aber keineswegs zur Lust. Und das hat mit Zizit zu tun. Ich möchte euch also zeigen, es geht nicht nur darum, dass wir die Zizit besser verstehen, sondern auch gewisse grundsätzliche Fragen unseres Lebens. Ihr wisst, wenn man sagt, das Judentum, welcher Sinn steht im Zentrum der Torah und des Judentums, welchen Sinn würdet ihr da sagen? Das Hören. Ja? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Das Hören. Es gab einen Augenblick, wo wir gesehen haben, V'ha'am ra'u et hakolot, Roim, V'ha'am roim et hakolot. Und das ist ein ganz besonderer Moment am Sinai. Das Volk sah die Stimmen. Das ist aber nicht unser Alltag. Der jüdische Alltag ist mehr bestimmt vom Hören. Hören, der Hörsinn geht in die Tiefe. Der Hörsinn hat mit Überlegung zu tun als Metapher. Ist es eine gute Metapher für das Überlegen? Warum? Denn was ist einer der wichtigen Unterschiede zwischen Hören und Sehen? Sehen geschieht in einem Augenblick, du machst die Augen auf und siehst das ganze Bild vor dir. Hören kannst du nicht in einem Moment alles. Du kannst nicht eine ganze Bruckner-Symphonie in einem Moment hören, sondern du musst sie hören von A bis Z. Es ist etwas Chronologisches. Ja, das Sehen, du kannst in einem Moment alles sehen. Daher hat das Sehen etwas mit Mystik zu tun, denn die mystische Eingebung ist ein Moment, wo, wie wenn wir in der Dunkelheit leben und plötzlich kommt ein Blitz, kennt ihr diesen Moment? Da ist ein Blitz da und plötzlich siehst du die ganze Natur vor dir, ja? Wenn du in Celerina oben bist oder irgendwo, und plötzlich sind die Alpen vor dir in ihrer unglaublichen Schönheit und nach ein Bruchteil der Sekunde ist wieder weg. Ja? So kann man nichts hören. Hören können wir, auch den Vortrag hier, können wir nur hören, wenn wir hier sitzen und den ganzen Vortrag hören. Daher bedeutet Hören das Überlegen, das in sich Gehen. Es ist etwas Zeitliches, Chronologisches. Es hat mit Besinnung, es hat mit Meditation, mit Meditieren zu tun. Meditieren braucht Zeit. Und das Sehen ist mehr mit Mystik. Und im Judentum steht nun mal nicht die Mystik im Zentrum, sondern das jüdische Leben, das Überlegen, das Meditieren, das Davenen, das Beten. Und die Mystik, das gibt es im Judentum, ist aber nie im Mittelpunkt gestanden. Und es ist doch ein interessanter Punkt, wenn die unter euch die Gemara lernen. In der Gemara sagt man immer wieder Ta Shma, komm und höre. Aber im Zohar steht immer wieder Ta Chazeh, komm und sieh. Ja? Das ist interessant, ja? Weil der Talmud und der Zohar auf verschiedene Weise auf uns zugehen. Die Gemara viel mehr auf intellektuelle Weise, die mit dem Hören eben zu tun hat, und der Zohar natürlich mehr mit diesen mystischen Gedanken. Warum aber, was ist das Problem mit dem Sehen? Warum hat das Judentum Probleme mit dem Sehen?
im Vergleich zum Christentum zum Beispiel, wo zwar die Symphonien und die Messen auch sehr wichtig sind, aber natürlich ganz stark auch das Visuelle, ja, in der Architektur, in der sakralen Architektur, in der sakralen Kunst. Ja, das Sehen steht ganz stark im Christentum im Mittelpunkt. Das Judentum, wie gesagt, ist ein bisschen Chashdan, wie sagt man, misstrauisch. Es ist ein bisschen misstrauisch, was das Sehen betrifft. Denn ein weiterer Unterschied zwischen Sehen und Hören, denke ich, ist, dass wir, wenn wir jemandem gut zuhören, können wir in die Tiefe gehen. Wir hören nicht nur den Inhalt seiner Worte, sondern auch die Stimme, die vielleicht traurig klingt oder fröhlich. Wir hören sozusagen zwischen den Zeilen. Das Sehen ist eher ein Sinn, der sich mit der Oberfläche befasst. Also wenn ich euch jetzt anschaue, dann sehe ich nicht in eure Herzen, sondern ich sehe eure Gesichter, ich sehe eure Kleidung und das ist alles äußerlich. Und das ist auch die Gefahr des Sehens. Das Sehen ist einerseits ein ganz wichtiger Sinn für unseren Alltag, aber das Sehen hat die Tendenz, an der Oberfläche zu bleiben, und aus diesem Grund hat Sehen sehr viel mit Lüsternheit zu tun und nicht mit Lust. Sehen ist auch Realität. Natürlich, aber die Frage ist, welcher Aspekt der Realität. Ja? Und das Sehen und das Hören, alle Sinne haben mit der Realität zu tun, aber die Frage ist, welchen Zugang zur Realität. Und das Sehen ist eine Gefahr. Bitte? Ja, Femmer, das wird der Tuchel überfremd, das ist genau der Text, den wir jetzt studieren werden. Das Sehen schaut auf das Äußere und da kann man sehr leicht mit Schminke, mit Tücher und so weiter die Dinge übertünchen und sozusagen eine Illusion der Ästhetik, eine Illusion der Schönheit aufbauen. Und gerade dieses Perfekte, ja, was wir kennen aus den Filmen, aus den Reklamen, die Werbung, aus der Werbung, ja, die schönen Frauen, die schönen Männer, kein Makel ist da, mit Photoshop wird alles übertüncht. Ja, da ist eine Lüge da. Ja, das ist Alma de Chakra, ja, die Welt des Scheins, des Truges. Das geht viel, viel leichter mit dem Sehen als mit dem Hören. Und Lüsternheit, wenn ich das kurz vielleicht definieren darf, und dann gerne, Lüsternheit bedeutet, so wie ich es verstehe, die Suche der völligen Befriedigung an der Oberfläche. Die Suche der völligen Befriedigung an der Oberfläche. Und daher muss die Oberfläche verschönt werden, künstlich, damit die Illusion entsteht, dass wirklich du deine Sehnsucht über die Oberfläche alleine stillen kannst. Während in Wirklichkeit, und das ist eine wichtige Botschaft der Torah, in Wirklichkeit kann Sehnsucht nur durch etwas Ganzheitliches gestillt werden, wo nicht nur die Oberfläche da ist, sondern auch die Tiefe. Und das hat mehr mit Hören als mit Sehen zu tun. Ich darf von mir behaupten, dass ich nicht genau zugehört habe oder nicht hingeschaut habe. Ich verstehe das jetzt nicht genau. Also von Sehen, was ja eigentlich eher oberflächlich ist, und der Übergang dann zum Tachaseh, das eher mystisch ist. Für mich ist die mystisch eigentlich nichts Oberflächliches. Also das geht bei mir die Logik dahinter nicht genau auf. Das ist eine sehr gute Frage. Sie haben vollkommen recht. Die Idee ist die folgende. Sozusagen, wir würden es so sagen, die Torah sagt, der gewöhnliche Mensch kann nur über das Hören in die Tiefe gehen.
der Mystiker kann auch über das Sehen in die Tiefe gehen. Und das ist das Tachase. Sie haben völlig recht, die Mystik geht noch mehr in die Tiefe als, ja, aber es ist eine andere Art des Sehens. Ja? Es ist nicht das Sehen, das wir im Alltag, an das wir gewohnt sind. Man spricht in der Mystik, auch in der jüdischen Mystik, oft vom dritten Auge. Ja? Das ist eine andere Art des Sehens. Danke für die Frage, das war wichtig. Bitte. Das heißt auch ich denke, Yitro, ואתה תחזה לך אנשים, das ist doch Realität, das ist nicht eine Vision. Ja, ja. Wir wollen nicht, ich will nicht behaupten, dass wir im Alltag nicht das Sehen gebrauchen, sondern einfach das Hören viel mehr im Mittelpunkt steht als das Sehen. Natürlich gibt es das Sehen auch im Judentum. Ich schlage vor, wir beginnen jetzt nach diesen einführenden Worten mit dem Text, mit den Fragen und den Themen schon, die wir angeschnitten haben, im Hintergrund zu sehen, was lernen wir über die Dinge, die wir bis jetzt besprochen haben. Beginnen wir mit dem Text von der Torah, den wir alle sehr, sehr gut kennen, nämlich der dritte Teil vom Schma. Das Schma-Gebet hat 3 Teile, das Schma Israel, Va'ahavta et Hashem Elokecha, das Vahaya im Shamoa und das Vayomer Hashem Moshe Lemor. Und da kommt die Mitzvah der Tzitzit. Noch ein wichtiger Punkt, liebe Freunde, die Tzitzit, die Mitzvah der Tzitzit ist das Ende der Parashat Shlach Lecha. Shlach Lecha beginnt mit der Sünde der Kundschafter, die ins Land Israel gehen und berichten, was sie gesehen haben. Und sagen, das ist viel zu gefährlich. Okay? Und wir werden auch sehen, bei Shlach Anashim ve'yaturu et Eretz Knaan, und hier im Text Velo taturu acharei levavchem, das Nachgehen, das Suchen der Sünde. Ja? Das heißt, es ist ganz klar, dass der Beginn der Parascha beginnt mit dem Latur, das Kundschaften, und es beendet mit dem Kundschaften nach Sünde. Ja? Wenn wir etwas suchen, etwas lüstern durch die Welt gehen. Ja? Dasselbe Wort, die Kundschafter und die Tzitzit, kein Zufall natürlich. Und das hat eben wieder mit dem Sehen zu tun. Denn die Kundschafter haben das Land Israel nur oberflächlich gesehen. So wie auch heute viele Kritiker des Landes Israel manchmal nur äußerlich sehen, was schlecht ist. Das ist auch wichtig, aber manchmal habe ich das Gefühl, nicht in das Innere schauen, dieses Wunders von Medinat Israel. Lesen wir jetzt zusammen die Parashat Tzitzit. Vayomer Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israel v'amarta lehem ve'asu lahem tzitzit. Sprich du den Kindern Israel und sage ihnen, sie sollen sich Tzitzit machen, also was gewöhnlich Schaufäden übersetzt wird. Al-Kanfei bigdehem ledorotam, auf den Ecken ihrer Kleider für alle Generationen, das gilt wirklich auch für uns. Venatnu al-Tzitzit hakanaf betil techelt. Und zu den weißen, ich interpretiere es jetzt, zu den weißen Fäden sollst du auch einen himmelblauen Farben hinzufügen. Vahaya lachem le Tzitzit, und es soll euch für Tzitzit sein. Ureitem oto, ihr sollt ihn sehen. Da ist natürlich das Sehen drin, und die Frage ist, auf was bezieht sich das Pronomen oto? Es ist nicht otam, oto. Ihr sollt ihn oder es sehen. Die Frage ist was? Tzitzit, das Tchelet, was anderes? Uzechartem et kol mitzvot Hashem, und euch an alle Mitzvot Gottes des Ewigen erinnern.
Ve'asitem otam, und sie tun, okay, wir haben hier 3 Schlavim, 3 Stufen. Zechartem, uritem, danke, uritem, uzechartem, ve'asitem. Richtig? Ihr seht, ihr schaut, ihr erinnert, ihr gedenkt, ist vielleicht besser gesagt, und ihr tut. Und hier möchte ich schon vorausschicken, in der chassidischen Literatur, schon in der Kabbalah und ganz besonders im Chassidismus, alle diese Mitzvot, die mit dem Zachor zu tun haben, ja? Gedenke, was Amalek dir angetan hat, gedenke, was dass Gott dich herausgeführt hat aus Ägypten und so weiter, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. All das natürlich bedeutet, ist nicht ein kognitives, rein ein Erinnern, sondern es ist wirklich das deutsche Erinnern. Ja? Erinnern hat das Wort Innern zu tun. Zachor bedeutet in der chassidischen Literatur ein sich vergegenwärtigen. Erinnern. Ja? Ein sich vergegenwärtigen. Es geht darum, etwas lebendig zu halten in dir. Ja? Das ist das Zachor. Ja, Zachor, heißt nicht, ach, ja, wir waren mal in Mitzrayim, sondern vergegenwärtige dir, was es bedeutet, ein Knecht zu sein, und ziehe daraus die Konsequenzen für dein Leben. Ja? Zachor et asher asa lecha Amalek, vergegenwärtige dir, dass es das Böse gibt, dass Menschen zum absolut Bösen fähig sind, und ziehe daraus die Konsequenzen. Ja, das ist Zachor. Also auch hier Uritem oto uzechartem et kol mitzvot Hashem bedeutet, Mitzvah im Chassidismus ist nicht nur ein Gebot, sondern Mitzvah hat mit Zevet zu tun, mit Verbindung, die Gemeinschaft. Erinnere dich an die Gemeinschaft mit Gott. Ja, ist klar, Mitzvot, was ich erklärt habe. Mitzvah bedeutet auch Verbindung, auch Gebot, aber diese Mitzvot sind da, apropos jüdische Spiritualität, um uns mit Gott zu verbinden. Wenn du das siehst, die Tzitzit, dann sollst du dir dadurch vergegenwärtigen, dass du mit Gott verbunden bist. Okay? Das heißt, dass die Frauen nicht verbunden sind. Moment. Die ganze Zeit schon überlegen. Frauen da. Die müssen den Zizit von Männern anschauen. Wenn Sie da sitzen, dann wird jeder Shiur immer beim Feminismus landen, und dann wird es nichts anderes geben. Das ist eine wichtige Frage, nicht für jetzt. Uritem oto uzechartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. Und dann tut ihr es wirklich. Dann tut ihr die Verbindung mit Gott. Ja? Auch das Wort Lasot ist ein ganz starkes Wort in der Kabbalah und im Chassidismus. Es bedeutet etwas zustande bringen. Etwas wirklich lecholel, ja, auf Hebräisch. Etwas in die Wege leiten. Ja? Das heißt, jetzt, wenn wir das mit meinen einführenden Worten zusammen verbinden, dann heißt das, wenn ihr die Tzitzit, durch die Tzitzit, auf eine neue Art zu sehen lernt, dann werdet ihr euch die Beziehung mit Gott vergegenwärtigen und danach handeln. So würde ich das übersetzen, ja, neu. Ja? Vayalachem letzitzit uritem oto. Ihr sollt nicht schauen wie die Kundschafter zu Beginn der Parascha, ja, sondern anders, und dadurch werdet ihr es euch vergegenwärtigen, dass ihr mit Gott verbunden seid, und danach handeln. Velo taturu acharei levavchem v'acharei lechem. Und ihr werdet nicht
Kundschaften suchen nach dem, was euer Herz und eure Augen wollen, asher atem zonim acharehem, was ihr lüstern wollt. Ich würde auch hier das Lisnot, Sonah, mit Lüsternheit wiedergeben. Es geht also nicht darum, dass alles, was unser Herz und unsere Augen wollen, schlecht wäre, sondern nur, wenn es mit einem lüsternen Blick geschieht. Ja? Velot tatu, ihr werdet nicht wie die Kundschafter zu Beginn der Parascha oberflächlich durch die Welt gehen und lüstern suchen, was euer Herz und eure Augen wollen. Okay? Ich nehme an, ihr kennt den charedischen Witz, ich muss ihn loswerden. Vielleicht gibt es noch wenige hier, die ihn nicht kennen. Ihr sollt nicht nach eurem Herzen, nach euren Augen gehen, sagen die Charedim. Hier steht schon in der Torah, geht nicht nach eurem Herzen und nach eurem Kuk. Euer Herzen und euer Kuk. Für mich kommt ein guter Humor vor der Ideologie. Wenn der Humor gut ist, bin ich bereit, auch ideologisch einzubüßen, genau, Einbüßen hinzunehmen. Bitte, Herr Schulz. Wir haben diese Parallelität zwischen Herz und Auge. Ich würde sagen, hier in dem Sinne, dass das Herz die Emotion, der Sitz der Emotionen ist. Wenn wir fühlen, fühlen wir in diesem Bereich Angst, Freude, Aufregung. Und dann bedeutet das, meine Augen schauen etwas lüstern an und mein Körper, mein Herz will es. So würde ich das in diesem Zusammenhang des Snut verstehen. Eine Erklärung dazu ist, wenn du den Entscheid nicht gefällt hast, im Herz etwas sehen zu wollen, dann siehst du es nicht. Also Chaser macht dir keine Lust, weil du im Herz dich entschieden hast. Das Chaser ist, das sehen wir schon gar nicht, weil es Chaser treffe. Aber es gibt andere Dinge dort, wenn du im Herz bereit bist, dann kannst du es überhaupt sehen. Interessant. Also, was du eigentlich hineinbringst, Ariel, ist die Intentionalität, nennt man das. Ja? Die Intentionalität. Die Frage ist, was deine innere Intention ist. Ja? Das ist ja oft, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, was soll ich tun? Ich habe mich in die Studentin, ein Professor, ich habe mich in die Studentin verliebt, es ist halt geschehen. Es ist nicht genauso. Wir wissen, dass es sehr viel, wenn eine innere Intention da ist, dann geschieht Verliebtheit. Und wenn die innere Intention nicht da ist, geschieht sie meistens nicht. Das ist, denke ich, bedeutet das, was du gesagt hast. Intention. Intentionalität ist eine gewisse Ausrichtung auf etwas. Ja, natürlich. Ja, sicher. Ja. Intentionalität ist ein philosophischer Begriff. Ja. Eine Frage. Das heißt, die Interpretation, dass man die Zit draußen tragen soll und die immer gesagt wird, der Motor hätte sie müssen heißen, ja. Wir werden über das Otto noch sprechen, das ist eine Frage. Und ob sie draußen oder drin getragen werden, da gibt es verschiedene halakhische Ansichten dazu. Es gibt Rabbiner, die paskeln, man darf sie nicht draußen tragen, sie müssen drin sein. Andere sagen draußen. Sehen auf jeden Fall bedeutet für mich nicht unbedingt, dass du sie jeden Tag im Alltag siehst, sondern dass du sie beim Gebet meditierst, anschaust und begreifst, was es bedeutet, sei es beim Gebet, sei es beim Meditieren. Gehen wir weiter, liebe Freunde. Rashi. Der heilige Rashi sagt Folgendes: Vasulahem Tzitzit. Er fragt natürlich, was ist dieses Wort Tzitzit? Was soll es bedeuten? Al-Shem Aktilim Akruimbo Kemo Vayikacheni Betzitzit Roshi. Er sagt, woher kennen wir das Wort Tzitzit? Von Yecheskel. Schaut weiter unten bitte, Sefer Yecheskel. Hier seht ihr eine mystische Vision. Yecheskel ist einer der großen Mystiker unter den Propheten gewesen.
ויהי בשנה השישית, בשישי וחמישה לחודש, אני יושב בביתי בזקני יהודה שיושבים לפניי, ותיפול עליי שם יד Adonai Elohim. Ich sitze da und plötzlich fällt auf mir die Hand Gottes. Ja, wie ich vorher Mystik beschrieben habe. Plötzlich geht das Licht an, plötzlich der Blitz. Und ich sehe, und ich sehe eine Feuergestalt, überall Feuer, wir verstehen nicht genau, was das heißt, aber irgendwas sehr Geheimnisvolles. Und es kommt sozusagen eine Himmelshand und er nahm mich bei den Zizit, und aus dem Kontext verstehen wir, das sind die Haare, an den Haaren wird der Prophet in den Himmel genommen und ins Beit Mikdash gebracht. Ja? Und das hat ja mit dem Sehen zu tun, wie ich es vorher beschrieben habe. Wirklich eine dramatische Szene, die mit dem Sehen zu tun hat. Ja? Es ist also nicht Zufall, dass gerade das hier gebracht wird. Und dann sagt Rashi, also sind Zizit wie Haare. Ja? Die Zizit sind wie Haare, Fäden, die wir an unsere Kleider hängen. Aber Rashi ist nicht, er begnügt sich nicht mit dieser Erklärung. Er sagt, Davar Acher, wieder in Rashi, Zizit al Shem Uritem Oto, das kommt vom Sehen, wie es im Shir Hashirim steht, Metzitz min Acharakim. Und schaut bitte unten, ganz unten, Sefer Shir Hashirim, das schönste und heiligste Buch unserer Torah, unseres Tanach. Und sie sagt folgendes, ihr wisst, das Shir Hashirim ist natürlich nicht Zufall. Shir Hashirim ist ja ständig auf der Grenze zwischen Lust, Lüsternheit und Mystik. Ja? Die Frage ist, was geschieht da zwischen Mann und Frau? Ein ganz besonders wichtiges Buch. Und was ganz interessant ist in diesem ganzen Shir Hashirim, worüber wir jetzt nicht viel sprechen können, ist, dass sich diese zwei Liebenden ständig nacheinander sehnen, aber praktisch nie treffen. Okay? Und dann sagt, im zweiten Perek, sagt die Geliebte, Dome Dodi letzvi uleofer Elohim, mein Geliebter, Dodi, er gleicht einem Hirschen und einer Gazelle, glaube ich, würde man sagen auf Deutsch. Hine ze omed achar kotlenu. Siehe, er steht, mein Geliebter, steht hinter unserer Wand, unserer Mauer. Mashgiach min achalonot. Er schaut durch die Fenster. Metzitz min acharakim. Und er lugt. Ja, auf Englisch sagt man peaks. Ja, durch die Ritzen der Wand. Warum bringt Rashi diese zwei Erklärungen? Es sind zwei ganz verschiedene Arten, Gott zu erfahren, die hier bei Cheskel und im Hohelied der Liebe in Shir Hashirim beschrieben werden. So denke ich. Cheskel spricht von dieser unglaublichen, mystischen Erfahrung. Shir Hashirim spricht davon, dass wir alle hinter der Mauer leben. Zwischen uns und Gott ist eine Mauer. Aber Gott ist hinter der Mauer und er schaut durch die Fenster und er lugt durch die Ritzen. Das ist nicht etwas Plötzliches, sondern das ist die Art und Weise, wie wir leben. Wir leben hinter der Mauer. Das Fatemet, ich weiß nicht, wie weit wir ins Fatemet kommen werden, aber das sage ich schon jetzt. Das Fatemet sagt, diese Mauer, das ist der Körper, die Materie. Wir leben im Körper, wir leben hinter der Materie, in der Materie, aber das Licht Gottes kommt durch die Fenster, das ist größer, und durch die Ritzen. Es gibt ganz wunderschöne chassidische Erklärungen, sind die Fenster, was sind die Ritzen. Ich lasse es hier
im Intuitiven stehen. Wie spüren wir Gott? Durch die Fenster, das sind natürlich größere Öffnungen. Und was sind die Ritzen? Ja? Stellt euch vor, es ist jemand im Gefängnis, es hat gar keine Fenster, aber durch die Ritzen kommt ein bisschen Licht durch. Aber ich glaube, es ist klar, was die zwei Dinge, die Rashi sagt, sind. Nämlich, er sagt, Tzitzit bringt uns zur Beziehung mit Gott, so wie ich es vorher auch versucht habe, durch die Psukim zu erklären. Und zwar gibt es mindestens zwei Arten, mit Gott in Beziehung zu treten. Die eine ist das plötzliche, großartige, die riesige Erfahrung der Offenbarung. Und das andere ist das alltägliche Leben hinter der Mauer, aber das Licht Gottes scheint ein bisschen durch. Mit anderen Worten, mir scheint, dass Rashi sagt, Tzitzit, wenn du mit dem Tzitzit sie betrachtest und meditierst und anschaust und damit das nicht lüsterne Schauen übst, wirst du zwei Gotteserfahrungen machen können. Nämlich manchmal in deinem Leben hoffentlich eine mystische und im Alltag diejenige hinter der Mauer. Nur zur Verstärkung. Praktikol ist etwas Plötzliches. Ja. Der Maschkiach im Restaurant, der sollte ja immer schauen. Also ist etwas die Permanenz. Ja, genau. Minche ist in 7 Minuten, ist das richtig? Ungefähr? Ja. Dann können wir noch den Midrash Rabbah zusammen anschauen und sehen, was da weiterhin geschieht zu den Tzitzit. V'asu lahem Tzitzit, das ist Midrash Rabbah zu unserem Vers, Hadahu dichtiv or zarua latzadik uleishreile simcha. Das ist, was geschrieben steht in den Psalmen, or zarua latzadik, Licht wird gesät für den Tzadik, uleishreile, und dem, der geraden Herzens ist, simcha, dem wird Freude gesät. Zwei Dinge, sagt dieser bekannte Vers, wir alle kennen ihn natürlich aus Kabbalat Shabbat. Or Zarua Latzadik, dem Gerechten wird Licht gesät und dem geradeherzigen, der geraden Herzens ist Freude. Ich hoffe, es ist nicht nur meine Assoziation hier, wenn mir sofort in den Sinn kommt, aha, Or Zarua Latzadik, das hat mit dem Licht zu tun. Und wir haben ja gerade vom Licht gehört, das durch die Ritzen der Mauer leuchtet, und das hat mit Tzitzit zu tun. Ja? Der Midrash assoziiert immer, er spielt mit dem Psukim. Ja? V'asu lahem Tzitzit. Ach, sagt der Midrash, das ist, was der Psalm sagt. Or Zarua Latzadik. Ja? Ich würde beinahe sagen, durch die Ritzen, ja, werden für den Tzadik Lichtfunken gesät in seinem Leben. Ja, und das hat ja mit dem Tzitzit zu tun. Hashem chafetz leman tzidko, yagdil Torah yadir. Zara. Vielleicht ist es das Ohr Shivat HaYamim, wo erblicken kann. Ich war einfach das normal. Absolut, danke, das ist sehr richtig. Ja? Das ist in der Kabbalah ist Or nie elektromagnetisches Licht, sondern es ist das geistige Licht des ersten Tages. Das Licht, das Gott im ersten Tag erschaffen hat, das kann ja nicht das Sonnenlicht gewesen sein, weil die Sonne gar noch nicht erschaffen war. Und nicht nur in der Kabbalah, Rashi und im Midrash und in der Gemara, es ist das göttliche Licht. Das ist das Licht, das dem Gerechten gesät wird. Jetzt spinnt der Midrash diese Assoziation weiter. Zara HaKadosh Baruch Hu et HaTorah et HaMitzvot. Schaut, was für eine schöne Metapher. Gott sät die Torah und die Mitzvot. Interessant. Was bedeutet das? Normalerweise sagt man, Gott gibt uns Torah und Mitzvot. Aber denkt mal nach,
Was ist der Unterschied zwischen dem, wenn wir sagen, Gott gibt uns die Mitzvot oder Gott sät die Mitzvot aus? Wo entstehen dann die Mitzvot, wenn sie gesät werden? Bei Gott? In uns. Ja? Das Säen der Mitzvot bedeutet, dass eine Mitzvah dann zur Mitzvah wird, wenn sie in uns keimt und wächst. L'hanchilam le'Israel lechaye olam haba. Sät die Torah und die Mitzvot, um sie Israel zu geben, zu vererben, damit sie das Leben des Olam haba bekommen. Olam haba ist das Jenseits. In der chassidischen und der kabbalistischen Literatur ist das Jenseits die geistige Welt, die schon jetzt da ist. Ja, wir müssen nicht, die Idee ist für allen chassidischen Schriften, wenn von Olam haba die Rede ist, ist meistens nicht das Leben nach dem Tod gemeint, sondern die geistige, göttliche Welt hinter der Mauer, mit der wir schon jetzt in Verbindung treten können. Gott hat uns die Mitzvot gesät, damit wir die geistige Dimension des Lebens leben können. Und daher hat er nichts in der Welt gelassen, wo es keine Mitzvah, also eine Möglichkeit der Verbindung mit Gott gibt. Yatsa lachosh, zum Beispiel, sagt der Midrash, du gehst und pflügst, Lot achosh beshor uvechamor. Dann gibt es Mitzvot bezüglich des Pflügens. Und dann, ich habe das übersprungen, bringt der Midrash 15, 20 Beispiele aus allen Lebensbereichen zum Zeigen, es gibt über alles Mitzvot. Und dann am Ende liegt Kassab Talit, was auch wenn du einen Mantel anziehst, Talit ist eigentlich ein Mantel. Wenn du den Mantel anziehst, der 4 Ecken hat, musst du die Mitzvot, musst du die Tzitzit dran machen. Ja, und das ist natürlich auch symbolisch sehr wichtig, denn auf Hebräisch, wisst ihr, wie nennt man, was sind die Worte für Mantel auf Hebräisch? Meil und Beged. Interessant. Meil heißt Meila, das Veruntreuen, und Begida ist der Verrat. Beide Worte, die den Mantel bezeichnen, haben etwas mit Betrügen zu tun. Veruntreuung, Meila, Meil, und Beged, Begida. Denn das ist ja genau, was wir vorher vom Schauen, vom Sehen gesprochen haben. Der Meil ist ja ein Gewand, das man überzieht. Das hat mit der Lüsternheit zu tun. Das heißt, das ist eine Oberfläche, die das Innere verrät. Okay? Und gerade der Meil soll Tzitzit haben. Es ist also eine Art Tikkun, ein Reparieren des Problems, des Verrats, der Äußerlichkeit. Gerade das, was in unserem Leben das Äußere und das Verdecken und das sich Verkleiden symbolisiert, soll mit Tzitzit kommen. Ich liebe den englischen Ausdruck, it has strings attached. It has strings attached. Die Torah sagt, du musst nicht meinen, dass du nur mit dem Mantel leben kannst, mit dem Äußeren, there are strings attached. Diese Strings, die bringen dich wieder zurück zu Gott. Okay? Wie Jecheskel, der an seinen Haaren zurückgezogen wird. Den Rest machen wir nicht. Machen wir weiter, wir sind in der Mitte des Midrash Rabbah. Der zweite Absatz geht genau auf die Frage ein, was ist Oto? Was sehen wir, wenn wir auf die Tzitzit blicken? Was sehen wir, wenn wir auf die Tzitzit blicken? Und der Midrash ist ganz klar, er sagt, Uritem Oto velo ota she'im asita ken te'ilu kiseh kavod. אתה רואה שהוא דומה לתכלת. בקיצור,
Das heißt, was ist Uritem Otor? Uritem Otor et Kisei Kavod, der heilige Thron Gottes. Wie kann das sein? Ich schaue diese Fäden an und ich sehe den Thron Gottes. Ich glaube, man kann das nur verstehen, so denke ich, wenn wir verstehen, dass es hier um eine Übung des Sehens geht. Ein Meditieren, das uns hilft, indem wir üben, in das Innere hineinzublicken. Und dann sind die Tzitzit eine Meditationshilfe, um Gottes Thron selbst zu sehen. Ein anderer Midrash, ich glaube in der Mechilta, sagt, der Faden des Tchelet gleicht dem Yam, dem Meer, und das Meer gleicht dem Himmel und der Himmel gleicht dem Kisei Kavod. Das heißt, es ist so eine Assoziation, du schaust auf den hellblauen Faden, der Faden erinnert dich an das Meer, an den Himmel und an Gott. Das sind alles Bilder und ich glaube, was es bedeutet, ist Übung des Sehens. Übung des Sehens. Was ist dann die Bedeutung der weißen Fäden? Es gibt die weißen und es gibt die blauen. Was ist die Bedeutung? Ja. Wozu sind sie nötig? Ja, wozu sind die weißen nötig? Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen, daher gebe ich die Antwort, obwohl ich glaube, im letzten Sfatemet geht er darauf ein. Es ist mit Tfilin shel Rosh und Tfilin shel Yad. Es gibt immer das Physik, das Körperliche und das Geistige. Die weißen Fäden sind unser Körper, sind das Körperliche, und der Tchelet ist der Geist. Und es geht darum, dass das miteinander verbunden ist. Und es ist natürlich, es wird auch in chassidischen Texten darüber geschrieben, dass im Galut das Tchelet fehlt. Ja. Offiziell ist es, weil wir nicht mehr genau wissen, wie das Tchelet hergestellt worden ist, aber die Rabbis sagen, es ist das, dass wir wirklich im Galut sind und kaum noch das Tchelet, also den Gottesthron, wahrnehmen. Und es ist vielleicht nicht Zufall, dass jetzt, nachdem wir schon wieder nach Israel, in Eretz Israel leben, dass es sehr seriöse Behauptungen gibt, dass das Tchelet wieder gefunden worden ist. Und es gibt viele Menschen, die heute das Tchelet wieder verwenden, und ich empfehle es sehr. Ich kann sagen, dass wer wirklich die Tzitzit anschaut, der sieht, dass dieses Tchelet im Weißen drin, das ist wirklich die volle Erfahrung der Tzitzit. Ich rede nicht von Halacha, da gibt es verschiedene Meinungen, ob das Richtige ist oder nicht, aber ich denke, es ist nicht Zufall, dass wir wieder in eine Zeit kommen, wo das Tchelet wieder da ist. Bitte. Wenn wir im Hinduismus von kleinen Götzen sprechen, lachen wir immer darüber. Aber wenn wir mit richtigen Hinduisten sprechen, sagen die, diese Götzen sind Mediatoren zum Kisei Kavod, zur Energie. Ist das genau aus diesem Grund, unsere kleinen Götzen. Aus diesem Grund schreibt Alon Goshen in seinem herrlichen Buch, ein halachisches Buch über den Götzendienst, über den Hinduismus. Er hat sich sehr, sehr intensiv mit dem Hinduismus befasst und kommt zum Schluss, dass es gute Gründe gibt, den Hinduismus nicht halachisch gesehen als Götzendienst zu sehen. Ich sage es vorsichtig, passend nicht, das nicht, aber es hat gesagt, es gibt gute Gründe. Und wenn Sie sagen, der wirkliche Hinduismus ist das sehr... Nein, ich habe nicht gesagt, wirklich die richtige Entschuldigung, die richtige. Wenn man mit einem richtigen Hinduisten spricht, es gibt, so wie es viele verschiedene Juden gibt es verschiedene Hinduisten, und die richtigen Hinduisten, die Sie mögen, mag ich auch sehr, und das sind absolut ganz klar, die sehen sich als Monotheisten. Die spirituellen Hinduisten sehen sich als Monotheisten und sehen all diese kleinen Götter als Gedächtnishilfen, um Gott zu sehen. Mamash uritem vezachartem. Und mir scheint, wenn ich es richtig verstehe, sagt Alon Goshen in dem Fall, ist das kein Götzendienst. Aber ich habe persönlich viele Hinduisten getroffen, die absolut denken, dass diese Götzen Gott sind.
Das habe ich war sehr überrascht und ich habe gesehen, dass die offizielle Theologie nicht immer das ist, was der Mann auf der Straße auch denkt, aber das gilt ja auch für uns. Das ist überall so. Der Professor Sperber hat Lealacha gepasst, dass es kein Götzendienst ist im Zusammenhang damals mit dem Scheitels, die von Indien gebracht worden sind und für sogenannten Avodah Zarah gebracht werden, hat er gesagt, er hat studiert den sogenannten Shulchan Aruch von ihnen, und zwar jahrelang, er hat dort gelebt, und er hat gepasst, Lealacha ist keine Avodah Zarah. Das freut mich zu hören. Aber ich glaube, das ist nicht unser Thema, aber noch ein kleiner Punkt. Ich glaube, das Interessante ist, wenn man Lealacha sagt, es sind nicht gewisse Akte, die man macht, die etwas zum Götzendienst machen, sondern die Intentionalität, die innere Intention. Sehe ich das als Götzen oder sehe ich das als Ausdruck der Gottheit? Aber that goes both ways. Das bedeutet, dass es viele Juden gibt, die auch Götzendiener sind, weil sie gewissen Dingen quasi einen göttlichen Status geben, inklusive Divrei Tzadikim, inklusive Rabbis. Natürlich, man kann am Kever Tzadikim gehen und zu Gott beten, aber sehr viele beten zum Tzadik selber. Das ist mindestens Shituf, wenn nicht Mamash Avodah Zarah. Das geht in beide Seiten und ich bin überhaupt der Ansicht, das ist ein großes Thema. Rambam im Moreh Nevuchim mehr oder weniger gesagt hat, die Torah kommt, um den Götzendienst zu bekämpfen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, was brauchen wir die Torah heute noch? Und die Antwort ist, wir brauchen sie sehr, weil Götzendienst eine innere Sache ist. Und daher denke ich, dass die sophisticated Hinduisten und die sophisticated Juden nicht gleich sehen. Es geht nicht um ihn, ist aber eigentlich die Zit haben dann die gleiche Situation wie die. Richtig, aber trotzdem, ich würde trotzdem sagen, die Zizit werden nirgends als Verkörperung Gottes gesehen, sondern als eine Gedächtnis oder ich würde sagen, als eine Meditationshilfe. Das ist nicht dasselbe wie sagen, dass sich Gott hier verkörpert, Embodiment. Ja? Da gibt es ja verschiedene, das ist auch in der christlichen Theologie sehr komplex und sehr, sehr, sehr interessant. Aber da muss man auch sehen, es gibt da verschiedene Grade in dieser Geschichte. Und ja, es gibt chassidische Texte, die vom Zimtzum in diesem Sinne sprechen, dass Gott mit Zamzemet Atzmo El Tocha dabei ist. Das ist anders, als es beim Ari, bei der Lorianischen Kabbalah verstanden worden ist. Aber machen wir weiter mit Zizit. Und zwar, ich gehe gleich weiter, wenn wir nicht viel mehr Zeit haben, aber hier sehen wir, was wir jetzt gesehen haben im Midrash, ist klar, Zizit ist eine Meditationshilfe, so verstehe ich Zikaron überhaupt. Liskor bedeutet sich vergegenwärtigen, verinnerlichen, meditieren, es ist eine Meditationshilfe. Der Sifri in Parshat Shlach Lecha, ich werde ihn euch hier nicht vorlesen, weil das wird zu lange gehen, wir haben nicht viel Zeit, aber der Sifri erzählt eine wunderschöne Geschichte, die sich lohnt im Detail zu lernen. Ein Rabbi hört von einer Prostituierten in einem fernen Lande, fantastisch, die schönste Frau aller Zeiten, sie nimmt enorm viel Geld und der beschließt, ich muss diese Frau treffen. Er kommt zur Frau, das wird wunderschön beschrieben, wie er sich hinsetzt, wie er sie sieht und wie sie das Bett bezieht und dann ist er drauf und dran, mit ihr zu verkehren und dann offenbar, weil er die Zizit abnimmt, schwirrt ihm die Zizit so ins Gesicht und plötzlich hört er damit auf, setzt sich auf den Boden und die Hure setzt sich auch neben ihn auf den Boden, weil ihr ist das noch nie geschehen, dass ein Mann gekommen ist und sie nicht will und sie sagt ihm, was hast du an mir nicht Unschönes gesehen? Und er hat gesagt, ich habe nichts Unschönes an dir gesehen, du bist die schönste Frau auf Erden, aber die Zizit haben mich vor der Sünde bewahrt. Und das Ende der Geschichte, ihr könnt es zu Hause lesen, ist sehr schön, ist, dass diese Frau seinen Namen aufschreibt, ihr ganzes Vermögen verkauft und dann zu seinem Beit Midrash kommt,
Beit Midrash von Rabbi Chia zu seinem Lehrer und sie sagen Rabbi Chia, diesen Mann will ich heiraten, sie wird Jüdin und der Rabbi Chia sagt, den Mann, den du in der Sünde nicht bekommen hast, bekommst du jetzt in der Ehe. Und es zeigt, glaube ich, es ist eine schöne Geschichte, ich bin überzeugt, dass es Männer gibt, die in solchen Situationen, wenn sie mit Zizit waren, dass sie das vor der Sünde bewahrt haben, das kann gut sein, aber ich glaube, es ist auch eine sehr schöne symbolische Geschichte. Denn sie sagt, der gleiche Akt, der dieser Rabbi am Ende mit dieser Frau macht, wird durch Zizit von einem lüsternen zu einem lustvollen und sogar heiligen Akt. Also ich würde die Geschichte auch wirklich psychologisch oder geistig als Symbol verstehen. Ja? Mit der gleichen Frau so zu schlafen oder wenn du die Zizit gesehen hast und das Sehen geübt hast, in diesem Sinne, von dem wir sprechen, dann wird es ein heiliger Akt. Also, ja, abgesehen von der Geschichte selber. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier in Kürze sagen möchte. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Fatemet. Und wenn man aufhören muss, macht ihr ein Zeichen. Bis wie viel Uhr ungefähr? Haben wir aufgehört, Milch machen? Bis 9:30. Okay. Das Fatemet gibt viele schöne Texte von ihm über Zizit. Ganz, ganz kurz, Fatemet, ein chassidisches Buch, geschrieben von Rabbi Yehuda Leib Alter, 19. Jahrhundert, der zweite Gerrer Rebbe und ein sehr, sehr schönes Buch. Fatemet, Sprache der Wahrheit oder, wie ich gerne auch übersetze, authentische Rede. Sfat Emet, authentisches Reden. Der Parshat Zizit, er beginnt mit den Midrashim, die wir gesehen haben. Der Parshat Zizit, der Midrash, der Midrash sagt, Or Zarua Latzadik Uleishrei Lev Simcha. Ja? Der Gerechte, Gott sät aus das Licht für den Gerechten und die Freude für den, der geraden Herzens ist. Und Rashi sagt, Piresh, Zizit schon Istaklut, Kamo mit Sitz Minachavakim. Und Rashi, er bringt die zweite Erklärung von Rashi, Zizit hat mit dem Lehatzitz zu tun, mit dem Sehen, wie wir es aus Shir Hashirim kennen. Das haben wir vorgelesen. Und jetzt sagt er Folgendes. Mitzvat Zizit hi he'ara v'guf ish Israeli. Zizit ist die Erleuchtung oder das Leuchten des Körpers des Juden. Kemoshe Katuv ve'lo Tatuv. Denn es steht ja, ihr sollt nicht kundschaften, dem, was ihr begehrlich, lüstern nachgehen wollt. Davon lernen wir, Ha'inaim v'halev mezanim et haguf. Das hat mit der Frage von vorher zu tun. Das Auge und das Herz bringt den Menschen zur Begehrung und zur Lüsternheit. Leman tizkoru, es steht in der Torah, ihr sollt, damit ihr euch erinnert, damit ihr gedenkt, damit ihr euch vergegenwärtigt, Hadar dichtiv, und so steht geschrieben, Lo davar rek mikem ayen sham bamidrash. Bis hier hat er eigentlich nur zitiert, aber ich will doch kurz diesen wunderschönen Pasuk, ja, aus Dvarim. Gott sagt zu den Bnei Israel, verlasst die Torah nicht, ki lo davar rek hu mikem. Es ist nichts Leeres für euch. Warum passt das hier so gut rein? Der Midrash assoziiert Zizit mit diesem Pasuk. Die Mitzvot sind nichts Leeres. Also positiv ausgedrückt, die Mitzvot haben einen Inhalt. Anders gesagt, wenn du nur mit einem oberflächlichen Blick auf die Mitzvot schaust, dann erscheinen sie dir leer.
dann erscheint dir das einfach Ma, wo da soll was brauchen wir das? Es ist der Blick von Zizit auf die Mitzvot, die uns erkennen lassen, dass das nicht leer ist. Ja? So verstehe ich die Assoziation hier von Zizit und diesem wunderschönen Pasuk. Es ist nicht leer. Und jetzt sagt Sfat Emet, Biur ha'inyan, מדנקרא זנות, משמע שבעצם גוף איש ישראל הוא מיוחד לקדושה. Ja, was sagt er da? Er sagt Folgendes. למען תזכרו ועשיתם את זה, ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. Das heißt, es gibt auch eine andere Art, den Körper zu verwenden. Wenn die Torah schreibt, geht nicht lüstern mit eurem Körper um, bedeutet das, dass der Körper in seinem wirklichen Wesen etwas Heiliges sein kann. Nur wenn es missbraucht wird, asher atem zonim acharehem, nur wenn es missbraucht wird, entsteht ein Problem. Ja? Das, liebe Freunde, gegen die Verteufelung des Körpers, den wir in gewissen Traditionen finden. Sfat Emet sagt, Achtung, Lüsternheit ist nicht eine Grund, es gehört nicht zum Wesen des Körpers, das ist ein Missbrauch des Körpers. ועל ידי הזכירה מקודם, דכתוב וזכרתם, מצוות השם, הגם כן, dann werdet ihr tun, gedenken und tun, וגם שאין הגוף מתוקן עדיין כראוי, כן, שאין הגוף מתוקן עדיין כראוי, מכל מקום מועיל על ידי זה ולא תטור. Was sagt? Sagt, der Körper hat das Potenzial, gut verwendet zu werden oder lüstern verwendet zu werden, wenn ihr euch erinnert, also vergegenwärtigt, diese Beziehung zu Gott, werdet ihr den Körper in einem positiven Sinne verwenden können. ואחר כך, כשפורש האדם מעצמו מבלי עולם הזה, אז למען תזכרו שהוא לשון נפעל בדבקות, הזכירה בעצם האדם. Okay. Nachdem der Mensch sich von der Materie ein bisschen lossagt, sagt er, dann ist es möglich, sich die Innerlichkeit zu vergegenwärtigen und dann geschieht sich das Gedenken. Ja, es stimmt zwar grammatikalisch nicht, was er sagt, glaube ich. Man Tizkoru ist nicht Nifal, Tizkoru se por. Ja, aber ich habe mir das überlegt. Ich glaube, er sagt das, weil man vielleicht sagen könnte, mit Tizkoru. Tizkoru wäre Por für ihn. Und vielleicht liest er Tizkoru wie Tizachru. Ja, aber es steht nicht Tizachru. Darum, ich weiß nicht. Da nehmen wir Melamed aufs Grund. Vielleicht hat das. Grammatikalisch steht es nicht, aber die Chassidim konnten nicht immer sehr gut Grammatik. Was er sagt ist, dann geschieht von selbst die Verbindung mit Gott. Ja? Nif'al. Es geschieht dir von selbst. Das heißt, wenn du dein Sehen übst und dich erinnerst, darauf meditierst, dich einstellst auf Gott, dann wird das schon von selbst geschehen. Denn es bedeutet, dass denn es ist nicht etwas Leeres für euch, denn sie, die Torah, ist euer Leben. Okay, das ist ein ganz interessanter Punkt. Freud sagt, dass die Grundenergie des Körpers die Sexualität ist, Libido, ja? Eros, Libido. Der Sfat Emet sagt, ja, שיש חיות קודש בגוף האדם. Er spricht ja vom Körper, nicht von der Neshama. Er sagt, dass der Körper selbst die Energie, was wir Eros nennen, einen heiligen Ursprung hat.
und die Intentionalität des Menschen, also die innere Absicht, die innere Einstellung, bringt dich dazu, ob du diese Energie als etwas Negatives, Problematisches, Lüsternes erlebst oder als etwas Heiliges. Das ist eine sehr interessante Frage, ja? Auch für mich als Psychologe. Ja? Ist es wirklich so, dass man die körperliche Energie als etwas Heiliges erleben kann? Nicht nur, dass die Neshama uns zur Heiligkeit nimmt, sondern dass gewisse körperliche Empfindungen und Erfahrungen in sich selbst eine heilige Energie haben. So sagt das Fatimit. Aber er sagt natürlich, es hängt auch von deiner inneren Einstellung. והנה קודם לכן היו שניהם ערומים, ואחר כך כתיב ויעש כותנות אור. Ja? Was sagt das Fatimit hier? Er sagt, zu Anfang waren Adam und Chava nackt, arumim, und danach erhielten sie die Kleider. Aber wie ihr seht, schreibt er nicht Kutnot Or mit ein, sondern Kutnot Or mit Alef. Wie kommt er dazu? Das ist kein Schreibfehler. Ja? Er bezieht sich hier auf eine wunderschöne Quelle in der Gemara schon, wo steht, in unserer Torah steht, dass nachdem Adam und Chava gesündigt haben und plötzlich merkten sie, oi, wir sind ja nackt, das haben sie nach der Sünde gespürt, dann macht ihnen Gott, er machte ihnen Kleider aus Fell. ובתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור. In der Torah von Rabbi Meir hatte ein anderes Sefer Torah und bei ihm steht Or mit einem Alef. Und es gibt einen Bekannten, der erste, den ich kenne, der darüber länger geschrieben hat, ist der Schneelucher der Brit und dann auch in anderen Quellen. Und ich möchte das kurz zusammenfassen, weil das ganz hier für das Verständnis wichtig ist. Die Idee ist folgende. Für die Kabbalah waren Adam und Chava keine Menschen in unserem Sinne, sondern sie waren Lichtwesen. Sie hatten Kutnot Or. Sie hatten eine Haut aus Licht. Und wie Sie vorher gesagt haben, wir reden nicht von elektromagnetischem Licht, sondern sie waren göttliche Wesen, sozusagen. Schwierig für uns, das uns vorzustellen. Die Geschichte von Gan Eden, so wie es in der Kabbalah gewöhnlich verstanden wird, ist eine Geschichte, die in einer metaphysischen Dimension geschehen ist und die zur Folge hatte, dass die Menschen in den Körper gekommen sind. Und das sind Kutnot Or, denn eigentlich Or heißt nicht Fell, sondern auch Haut. Ja? Das heißt, wie das dann erklärt wird, ist, dass wir ursprünglich waren wir aus Licht, aber der Körper ist durch die Sünde, von der werden wir jetzt nicht sprechen, sind wir in den Körper gekommen. Aber was sagt das Fatimit hier? Und das sagt er aufgrund auch vom Schneelucher der Brit. Er sagt, dass das ursprüngliche Licht noch immer in der Haut drin ist. Darum ist es dasselbe Wort, Kutnot Or und Kutnot Or. Und übrigens, der Unterschied zwischen Alef und Ein ist immer, dass Alef das Heiligere ist und das Ein das Konkretere. Darum ist das Alef nicht uteral, sondern es ist Alef, aber Ein. Es ist körperlicher, es ist konkreter. Ja, das kann man mit vielen Worten zeigen. Und mit Or und Or ist das sehr schön. Man könnte sagen, der Körper und die Haut sind eine Verdichtung, eine Verkörperung des Lichtes. Aber sagt das Fatimit, dieses Licht ist noch immer da drin, diese Energie, diese göttliche Energie ist noch immer da. Okay? Und es hängt von dir ab, ob du fähig bist, deinen Körper so zu erfahren. Der Körper mit Alef, schreibt er, ja? Er schreibt hier Kutnot Or mit Alef. Ja, und wenn das nicht ein Schreibfehler ist, dann bedeutet das, dass der Körper mit seinem Licht das ursprüngliche, göttliche Licht, das noch höher ist, verdeckt
aber auch zum Ausdruck bringen kann. Überspringen wir jetzt die Klammer. לכן הציצית רומז לתיקון הגוף שהוא נקרא מלבוש הנשמה. Was also ist Zizit, sagt das Fatemet? Zizit ist das Reparieren, Tikkun, das kennt ihr alle, das Wort aus der Kabbalah. Tikkun ist das Reparieren, das Heilen der Welt. Und wenn wir die Zizit anziehen, dann bringen wir uns sozusagen zum ursprünglichen Licht unseres Körpers zurück. Okay? Wir haben wenig Zeit. An späteren Stellen spricht er vor allem davon, von sich einhüllen, sich einhüllen mit dem Talit. Und ich muss sagen, seitdem ich habe ich nie mit dem Talis über den Kopf gedacht, weil ich fühlte, dass ich bin nicht so ein großer Mann, der das kann. Aber seitdem ich mich mehr mit der Mitzvah befasst habe, habe ich gemerkt, wenn man wirklich damit und den Talis ganz über sich und um sich hat, dann ist das genau, was das Fatemet hier schreibt. Nämlich, dass der Talis mit dem Zizit den Körper, also wirklich eine Körpermeditation mit dem Gefühl des Talits, zu seinem ursprünglichen Licht zurückbringen kann. Was wir wirklich eigentlich sind. Denn dieser Mantel, der Betrüger, Megil, dieser Beged, der Verräter, there are strings attached. Und diese Strings, vor allem das Tchelet, those are strings of light. Ja? Das sind Fäden des Lichtes, Lichtfäden sozusagen. Ja? Und diese Lichtfäden, wenn wir mit dem Zizit herumgehen und das eben auch verinnerlichen, Liskor, erinnern, verinnern, vergegenwärtigen, dann können wir den Körper, ich benutze das Wort nicht gerne, aber man kann sagen, man kann den Körper erlösen. Ich sage es nicht gerne, weil es ist nicht im Sinne, der Körper ist böse und jetzt erlösen wir und machen ihn gut, sondern sagt das Fatemet, dann erlösen in dem Sinn, dass wir zu seinem ursprünglichen Wesen zurückkommen können. Bitte. Damit mit deiner Erklärung kannst du ja ganz einfach erklären, was der Metz sagt, Shula schon nicht fall. Weil das Geruch durch die Zizit kommt die Schira automatisch zurück. Und das ist ein Fall, das ist nicht absolut, dass man es automatisch macht. Natürlich, aber das Problem ist, dass nicht Nifal steht. Aber er sagt, die Meinung ist passiv, nicht passiv. Aber er sagt ja schon Nifal. Aber das heißt, es kommt automatisch. Er spricht Jiddisch. Okay, das habe ich doch gesucht, er kann kein Hebräisch. Aber das ist okay. Das war der Grammatik. Okay. Ja, aber Entschuldigung, Joshua, wenn du darauf bestehst, glaubst du nicht, dass er hier sagt, dass dieses Geruch nicht im grammatikalischen Sinn gemeint. Er hat es nicht gemeint. Er hat gemeint, dass es automatisch kommt. Aber so wie das ist klar, das ist die Bedeutung. Er meint damit, es kommt automatisch, habe ich glaube ich auch gesagt. Aber ich kenne den Fatemet und er bezieht sich auch auf das Grammatikalische und er hat gewöhnlich auch recht. Hier vielleicht verstehe ich ihn falsch oder vielleicht. Oder ich habe die Einstimmung aber jetzt gut, was ich gesagt habe, es hätte stehen können, Tiskor. Vielleicht. Und Tiskor kann man als Tisachu lesen. Ich weiß es nicht. Noch, wir sind ziemlich am Ende, ihr könnt dann die weiteren Texte nach Hause nehmen, es hat ja noch viele schöne Gedanken drin, aber vielleicht noch weitere Fragen oder Anmerkungen. Warum sind die Zizit an den 4 Ecken und nur an einem Beged mit 4 Komfort? Das ist verpflichtend. Ja, weil, so wie ich verstehe, auch aus anderen Quellen, die 4 ist ja bekannt als eine Zahl. Die 4 ist Symbol der Welt. Ja? Die Arbakan Fot Haaretz, die 4 Ecken der Erde, die 4 Ellen, die jeder Mensch zugute hat. Ja? Jeder von uns hat 4 Ellen. Wir werden begraben in den 4 Ellen und so weiter.
Die 4 sind Symbol der nicht erlösten Welt. Die 5 ist immer die Erlösung, das Göttliche, das in die 4 reinkommt. Ja, wenn ihr das Dalet seht vor euch, Dalet ist 4 und der Punkt, das göttliche Jud, das reinkommt, macht aus dem Dalet die He. Ja, auch im Zohar, die unerlöste Shechina ist Dalet, ist die 4, die erlöste Shechina, die mit die fällt zusammen ist He. Und da ist es sehr logisch, es ist das Kleid, das Äußerliche, das uns ins Oberflächliche nimmt, all das ist die 4 und da kommt die Zizit dazu. Es gibt noch Vetersena Enenu Beshuvcha Lezion. Und dort ist das Sehen doch tiefer gemeint als nur das oberflächliche Sehen. Natürlich, das hat mit der Frage von vorher zu tun. Es gibt im Judentum ein tiefes Sehen. Das ist ja genau, was die Zizit uns helfen wollen. Wenn wir lernen, in die Tiefe zu blicken, dann ist das Sehen noch tiefer als das Hören. Es ist ein mystisches Sehen. Es ist ein Erfülltwerden von dem, was du siehst. Das ist die Geula. Da werden wir so Gott will auch Gott sehen können. Übrigens interessant, liebe Freunde, viele Leute sind sich nicht dessen bewusst. Die Offenbarung am Sinai wird 2-mal beschrieben in Sefer Shemot. In Sefer Shemot Yutet und in Shemot Kaf Dalet. In Shemot Kaf Dalet ist das Sehen im Zentrum. Im Yutet ist das Hören der 10 Gebote. Im Shemot Kaf Dalet steht Vayechezu et Elohei Israel. Vayiru et Elohei Israel. Ja? Und nach Rashi ist das dieselbe Erfahrung wie die am Sinai. Es ist einfach eine andere Beschreibung. Und es ist bekannt, es ist interessant, dass die meisten Leute das nicht wahrnehmen, dass die Offenbarung am Sinai nochmals beschrieben wird, aber anders, viel mystischer, viel körperlicher. Vayochlu vayishtu. Ja, sie essen und trinken, während sie Gott schauen. Es ist nicht Zufall, dass man das den Kindern im Cheder nicht beibringt. Das ist viel schwieriger, viel paganischer und es klingt viel paganischer. Und ihr wisst, dass ich auch gerne manchmal davon spricht, dass wir auch die paganische Erfahrung mit einbeziehen sollen. Das Sehen ist viel paganischer als das Hören. In der Tora wird die Offenbarung auf beide Arten beschrieben. Sowohl das Hören, aber das Sehen, aber das Hören ist das Bekanntere. נכון, לא ראיתם כל תמונה, ויראו את אלוהי ישראל, מה עושים עכשיו? אבל זה ענו רק על 70 זקנים. נגיד, אבל 70 זקנים ראו תמונה, מה עושים? אחר כך שכחו, יש כל מיני... התשובה שלי, aber weißt du, im Zusammenhang dieses Shiurs erkläre ich es folgendermaßen. So wie wir Leute sehen, das Oberflächliche, haben sie nichts gesehen. Okay? Und das ist die erste Offenbarung. Nach dem Tikkun Haria kann man Gott sehen. So. תודה רבה.